Ala, Kali, Joel, Eli, Robin, wéi hu der dann echt Bezeung an Erinnerung? das für einmal immens lang hier. Und ich habe noch lange keine Beziehung mehr zu der Person. Ich denke noch nicht mehr so oft drüber nach. schön und schmerzhaft. Aber wir sind noch befreundet, tatsächlich. bei mir hängt ein bisschen davon ab, wen ihn zählt. Mir wenn ich die echt ein bisschen mehr seriöse Beziehung, die auch vielleicht ein bisschen mehr lang gehalten hat, gibt zählen, dann denke ich zwar an eine schmerzhafte Break-up, mehr hun die Person haut eine gute Erinnerung an mir und effektiv auch immer noch freundschaftliche Kontakt, zwar nämlich ganz viel mehr bisschen aber. es ging so schöner chaotisch. Die Person hat lokaler, aber nicht von mir. Hier war ein Arschloch. Dat hei ass Maybe Sex. All zweite Woche schwätze mir über ein anderes Thema. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut es Mittwochs um 3 auf Radio Ara oder zu all Dares an Nutzzeit auf www.sexpodcast.lu. Ma hallo an herzlich willkommen an mir sind alle guten excited für euch an der ersten Folge von der neuen Staffel von Maybe Sex zu begrüßen. Das ist auch für uns zumindest die echt keine lange Zeit, dass wir alle guten zu 5 online abholen. Und für den Beginning von dieser neuen Staffel zu feiern, schwätzen wir heute über das wunderbare Thema und zwar Über die erste Kehr sich trennen. Hui! Schiederin ist immens begeistert. Ja, mir gehen alle guten so 10 bis 20 Jahre zurück und erinnern uns an die Urpeng, die mir gefehlt haben, wie es echt an einzig groß lebt, sich von uns getrennt wird. Ich fand ein Urpeng als wirklich eine gute Beschreibung. Merci. Das war auch gerade richtig crazy zu hören, dass das nur 10 Jahre hier ist. Oder mehr lang. Oder mehr. Ich schon nur gerechnet, jetzt sind ja keine 20 Jahre hier. Naja, wie lang sind echt Breakups dann hier? Aber wie alt war da? Weil nicht alles nur LauschtachInnen kennen als Älteren vielleicht auswendig. Da das schüsst, was sie mega super Fans sind. Ich war 15. Und das ist nur 9 Jahre hier. Ja, könnte ich ausrechnen, wie ehrlich sind. Also beim Breakup von meiner ersten, so meine erste lange Beziehung, und die ich auch gedurcht am Intro, waren so 23, aber wir waren so 2-3 Jahre zusammen. Und das sind, ja, 10 Jahre hier circa. Mehr die erste Kehr, dass ich gedammt gauf oder mal eine Kurve gehen hun, das sind schon über 15 Jahre hier. Ja, ich wäre ungefähr auch so an dem Alter wie Kelly, wenn ich die echt mehr seriöse Beziehung gibt zählen, auch wenn die wesentlich Männer lang wäre. Und das sind bei mir auch so 15 Jahre hier. Und ich würde einer mir kurz Sachen während meiner Teenager-Zeit ja, ich meine, das ist so, wisst ihr, wie man denen alle steht, die Front gehen, du gibt einfach keine Abzeichnungen mehr. Bei mir war das auch so mit 15, 16 Jahren. Gehen nach Abzeichnungen, schon nach Brewer an Collagen und so. Das ist echt ganz schön. Ja, das ist das auch schon eine ganze Zeit schon hier. Bisschen mehr wie 10 Jahre. 26 Jahre. Bei mir, ich war 15, weil wir uns getrennt haben. Und wir waren ein bisschen über die Jahre zusammen. Und das sind auch 7 Jahre hier. Ja. Und Abzeichnungen, wo kein Mensch schon alles verbrannt. Ich fand das mit den Abzeichnungen ein dick guter Punkt, weil ich schon nämlich etwas angefangen, sozusagen eine Tradition oder eine Praxis, wo ich diesen ersten großen Breakup hatte. Nämlich ich schon alles aus der Beziehung, weil ich so daheim rundherum liegen hat, also so kleine Kadoen, die man als gemäht und Sachen, die in sich gebastelt hat, irgendwelche Tickets, wo man, keine Ahnung, am Kino oder bei einem Konzert oder an einer Vakanz waren, zusammen gesammelt und dann an einen Köst gepackt. Und ich nenne das Köchen
Dachsköchten. Und es leben 4 von diesen Köchten aktuell in meinem Bett. Interessant. Also ich will just sagen, dass am Anfang mehr ein Witz wäre, mit den keine Abzeichnungen bestimmen. Wahrscheinlich, weil es über die allermeiste von meinen Trennungen an meinem Blog so Schmerzensmänner-Texte gehen, wo ich dann ziemlich melancholisch und traurig irgendetwas Kryptisches geschrieben habe. Aber ja, das wird sich echt auf mein Alter bezogen. Den Vergleich mit antiken Städten, die irgendwo gefunden gehen. Ich fand die Idee mit der Ex-Köcht am Anfang ziemlich cool. Guckst du oft daran oder ist das so etwas, was du dann echt wie so Atommüll behandelst und nie mehr da guckst? Tatsächlich gucke ich immer dran, wann ich plännerin, weil er plännerin ist die Köchte hat. Also schon verschiedene von den Köchten lo schon so 5 Mal geplännert oder so. Also die ersten auf jeden Fall. Und das ist immer schön, dann sich ein bisschen zurück zu erinnern und noch zu gucken, was hat den Demos gemäht, wie war ihn Demos auch. Und ich fand all Beziehungen hat auch so einer Inhalte an der Küste. Das fand ich auch schön. Und auch die Küste sind unterschiedlich groß, unterschiedlich von ihrer Haptik, also bei der einer Person, also so einfach ein Kartonsküste, bei der anderen Person, also so mir ein Klang Köcht mit so enger farbiger Glasur drüber und so und irgendwie, ja, ist das schön. Also ich erinnere mich am Anfang gern zurück. Aber mir können auch, wie einfach die unterschiedlichen Trennungen auch ernst lo bei mir Resonanz fanden. Also es fühlt sich auch einfach ernst an und das fand ich auch sehr interessant. Wie fühlt sich dann eher echt Trennung für euch so an? Also vielleicht noch für mich so, was so Spuren, Traces geht, so wie du kann die sehen Köchten. Bei Beziehungen, die gut sind, habe ich auch noch eine Zeit länger geküsst. Also wenn wir uns schlecht trennen, dann verbrenne ich normalerweise alles. Und bei Beziehungen, die gut sind, also die gut enden, hatte ich nur ein paar Mal, dass ich nach einer Zeit lang so alles, was Zettelchen, also sind, nach einer Zeit behalten habe, dann auch alles, was so die kleinen Kados sind. Und dann, wenn ich bis wirklich Pratze für loszulassen, dass ich dann auch verbrenne. Weil ich sowieso ein mega Massi, also nicht ein mega Massi, ich bin ein bisschen Massi und ich horde schon viel zu viel. Das sind auch immer so mein Dinge vor, okay, ich muss Sachen losgehen und dann alles, was nicht verbrannt kann sein, das gehe ich da weiter. Also alles, was vorbei ist, das verbrenne ich dann irgendwann, denke ich, ja. Weil ich dadurch, ja, das hilft mir gut viel loszulassen, so endgültig loszulassen. Ich finde so 2 Jahre alt Liebespräwischer von einer Person, mit der ich nicht wirklich Kontakt habe, nach dem Neuen zu haben. Meine erste Beziehung, mein erster Breakup war, das ist eine Zeit hier. Also ich wurde gedammt und das war ein immenser Schock. Lo, wenn ich drüber nachdenke, so, the signs were there. Und wenn ich das logisch nach einem Kamat machen, dann hatte ich auch selber schon vielleicht ein Gespräch angefangen. Mit demals wollte ich das einfach nicht wahrhaben, weil ich auch immens emotional aufhängig war von der Person. Und das hat sich so gefühlt, wie wenn jemand den Teppich unter den Face fortgezogen hat. Und ich war richtig rosen. Ich meine, ich war noch nie in einem Breakup so rosen, weil ich auch einfach nur ein kleiner 15-jähriger Spund war. Aus solchen Sachen habe ich tatsächlich lange behalten. Da habe ich rund 2 Jahre erreicht, die Katten, die hier mir Demos geschenkt hat, und eine Freundin gehen. Nicht fortgeheilt. Nee, ich will so weitergehen, weil ich die Katte noch bald nicht mehr angucken konnte und sie war mega, mega schön von tun. Und ich mich auch damals mega darüber gefreut tun, aber ich sie noch immer nicht konnte angucken, weil da doch einfach gut keine gute Beziehung war und ich da viel Gewalt dran erfahren habe. Und da habe ich irgendwann eine Person kennengelernt, bei der ich mir die ganze Zeit gedacht habe, du bist die perfekte Person für die Katten und du bist die Person, und der ich die Katte Liebe lehren kann. Und das ist auch so. Ich habe mittlerweile kein Problem mehr mit der Katte, weil ich so froh mit der Person bin und der Person einfach, die sind einfach perfekt für ihn. Und ja, und vielleicht froh ich mal sagen, es da ist zurück. Ich habe ihm auch damals gesagt, hey, lausch da, vielleicht froh ich mal sagen, es da ist zurück. Aber ja, mag da auch nicht. Vielleicht, mal gucken. Gut. Das ist ja mega, mega schön, dass du im Selbstpositives da draußen gemacht hast. Also von meiner ersten Beziehung, also da die wir das schwätzen, also das echt, weil ich als Beziehung am Fond tun, wenn ich darauf zurückgucken kann, war das definitiv keine Partnerschaft oder so.
Und das hat auch tatsächlich just 2 Monate gedauert. Das heißt, mir noch nicht so viel Zeit bei mir verbraucht an den 2 Monaten. Das heißt, da war nicht viel Zeit für Sachen zu sammeln. Den ersten Artefakt, wo mir lo auffällt, war ein herzförmige Kichelchen, mit dem ich sich irgendwann adi so, weil den hat natürlich irgendwann auch angefangen, da wie so abticklich zu sehen. Wär dat so ein Lebkuchenherz, weil ich froh mich immer, was mit denen geschieht. Nee, es war selber gemacht, ein Chocolate Chip Cookie. Aber seine Schwester hat noch plus gemacht, nicht zu schmollen. Mehr gemacht, das selber zu machen. Wenn ich so auf die Beziehung zurückgucke, ich hatte wirklich viel a lang Zeit probiert, Sinn draus zu machen. Und ich meine, wir waren einfach mega jung und haben sehr also nie gelebt. Mit war schon ziemlich skurril, weil die Beziehung war sich gut. Und wir haben noch viel gedealt. Und ich weiß noch, dass wir unter dem See gegangen sind, zuerst danach. Und es war ein paar Mal, dass ich unter dem See zuerst nachgegangen bin und dass Beziehungsprobleme aufgekommen sind. Mit verschiedenen Personen. Also, das ging ich keinem rekommandieren, wenn du mit einem schwätzen willst, geht ich war nicht hin. Mir auf alle Fall hat man gesagt, dass an der Schule an der Mittagspause ihn hat geküsst wird. Hat er aber auch sich gar nicht wollt, aber dann gedurcht wird, wie mir ja da früher gang, weil das ja ohne Erlaubnis war, weil wir an einer de facto monogamer Beziehung waren, weil man jetzt im Moment auch gar nicht viel Gedanken drüber gemacht hat, was es für Möglichkeiten gibt. Und schon, dass ich sich gar nicht schlimm fand. Und das war irgendwie gar nicht so, ich kriege für mich für die Beziehung zu beenden. Ich meine, das hat bei ihm so groß Ausmaße geholt, dass es dann irgendwie auch nicht mehr mit mir in der Beziehung wollte sein, da weiter. Und ich war sicher auch verletzt und traurig. Ich meine, ich war für allem confused, weil mir auch gar nicht klar war, in dem Moment, meine ich, dass ich vielleicht gar nicht so monogam sind und das vielleicht für mich auch dann so manche Probleme hat wie für verschiedene andere Personen, denen das vielleicht mal wichtig wäre. Mit den wirklich lang gebraucht, für da irgendwie so mal dazu zusammenzuräumen. Und aus dem Kontext sind auch zusätzlich kompliziert, weil seine Grenzen ja am Anfang überschritten gesehen und das gleichzeitig dann mit denen Sorgen oder Zweifel zu ihrer Beziehung ja passiert ist. Also das sind ja mega viel unterschiedliche Sachen, die gleichzeitig passieren. Also das ist ja, also ging ich mal Haut auch noch als Überforderin für Stelle mir mit 15. Und war auch nicht klar, ob das zwei Ikos war, die nicht von ihm initiiert war und auch nicht unbedingt consensual war, mit denen es aber gut fand wird oder nicht. Und ich weiß auch nicht, ob mit der Person hier nur irgendetwas weitergegangen ist oder nicht. Ich weiß auch nicht, wen die Person war und welchen Platz die Person in seinem Leben hat. Also da sind noch ganz, ganz viele Frauen ob. Und wie geht es da? Also, wird die Stadt nur noch lang beschäftigt? Oder beschäftigt dich wieder noch bis Haut? Oder wie bist du damit umgegangen? Ich finde irgendwie enttäuschend von, dass das der Grund war, für was wir dann nur nicht mehr zusammen waren, für was das hat ja nur Schluss gemacht hat. Weil für mich wäre das kein Grund gewesen. Und ich meine, das war auch so, habe es verstanden, um mich zu lehren, dass ich das auch nicht immer zusammen entscheiden kann. Und dass ja auch jeder sein Recht an einer Beziehung zu sagen, hey, ich will aus dem oder dem Grund oder ohne Grund, was auch immer, nicht mehr weiter in der Beziehung sehen. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so erinnern, wie viel ich darin gelitten habe in dem Moment. Das ist einfach schon zu lange hier. Und ich meine, das tut mich mehr so mit frohen, also tut mehr so frohen Hände los, wie das ich irgendwie so zerstört, weil das ich jahrelang nicht mehr daten konnte. In der Hinsicht war es cool, weil ich dann mal Zeit hatte, irgendwie Antworten auf die Fragen zu finden oder für mich irgendwie Sinn daraus zu machen, was mir wichtig ist und wie schlimm das von einer Person oder die Person, mit der ich eine Beziehung sehe, einer Person küsst. Ja, und ich habe gemerkt, dass das doch für jederin anders ist. Das ist witzig, weil bei mir also am Anfang ein bisschen so
net de Gegendeal geschieht mit het och mat so net monogame Beziehungen zu dienen an zwar wird de Person die ich gedate hun do wärmer an enger Form von net monogamer konsensueller net monogamer Beziehung an die Person hört sich verläuft unsterblich an eng einer Person an also ich will mat der Person an enger monogamer Beziehung sind bis und dann von wegen Leben ciao wat für mich so ja bisschen ein Schock wär an sich nicht so gut ugefühlt hat an ja dat wäre effektiv so die echt mysteriöse Beziehung die op den eingangen aus wo mir dann no auch nicht so gut gegangen aus die zwei sind effektiv ziemlich lang zu Summe blieben hun noch erkannt zu summen krit an also wie gesagt wir sind immer noch an Kontakt weil ein bisschen mehr sporadisch wie sos mittlerweile sind sie nämlich zu Summe war bist schön dass mir schon trotzdem du von so okay dürfe dat du Reise euch kannt entstanden hast an die zwei ziemlich glücklich geschenkt tun ob man eng lange Zeit lang aus mein böse Leuten lo vielleicht nicht also da das vielleicht dann eine gute Preis gewesen dafür so an der Endrechnung da hilft denke an dem Moment natürlich noch nicht du wusste Stadt nicht mehr mal ein bisschen Rekül und Stadt dann nämlich so schlimm fand oder ho gedacht, okay ich hatte doch wahrscheinlich nicht an dem Alter erkannt wählten hun der Stadt für mich auch gar nicht eine Option gewischt an dementsprechend wäre das vielleicht noch gut dass das so geschieht das wie geschieht das. Ich kann darunter vielleicht gut uknappen, weil auch Menge Beziehung war eng net monogam oder oppe Beziehung an as zu angangen, weil sich die andere Person, also demolisch Beziehungsperson, verläuft wird an den anderen. Par contre sind die nicht nun nach lang zur Summe gewirrscht. Also ich meine schon ein paar Moment oder so Jahr in 2 Jahren. Das heißt, den Trostpflaster hun ich nicht. Mit war so, dass mir halt am Anfang von unserer Beziehung noch zu Lützeburg waren und dann eben für Studium und so eine Fernbeziehung hatten. Und ich meine, das ist einfach ganz, ganz schwierig, eine Fernbeziehung aufrecht zu erhalten, während 20 Jahre ist, an eine offene Beziehung hat, auch mit anderen Leuten sur Platz, allein schon, weil von daheim rausgeplündert ist, also ganz neu Leben hat, dann nach da eine gute Fernbeziehung und eine gute nicht monogame Beziehung so zu leben oder vielleicht auch von einer offenen Beziehung dann in eine polyamoröse Beziehung rüber zu gehen, wo ihr mehr Beziehungspersonen hat. Also das ist einfach eine komplette Überforderungssituation. Du wennst verstehe ich am Nachhinein de gut für was mir als getrennt haben, aber für was das auch nicht zu dem Moment nachhaltig konnte halten. Aber ich weiß aber schon, dass ich wirklich Dave getroffen war, allein gebraucht hun für über die Beziehung wegzukommen. Also schon wirklich nach lang gedurcht, vielleicht kann es einfach immer etwas gehen oder also ich konnte es ganz schlecht loslassen auch, eben weil ich mir vielleicht auch gedacht habe, mehr vielleicht mal ein bisschen mehr Arbeit oder wenn wir Sachen anders machen oder so, geht es aber an, ich meine, dabei kommen so jung Gefühle von Unsicherheit, sind nicht gewollt, sind nicht genug und so. Und das war schon wirklich 1-2 Jahre, meine ich, dafür, dass man immer so 2,5, 3 Jahre zusammen waren, wirklich schwierig. Also mindestens täuschen fand ich die ganze Länge von der Beziehung nicht dann in der Trennung geknarrt. Und ich fand es witzig, dass, wo wir alle gut erzählt haben, Robin, Joel, Eli und moi inclus, dass mir die Person waren, mit der Schluss gemacht gauf. Und alle sind ultra interessiert darunter, wie die Sache mit dem Kichelchen ausgegangen ist. Ja, ich gauf auch gedammt. Das war nicht wirklich entschieden. Ja, der Kichelchen lung noch ganz lang an so einem gläsernen Küb mit Rose rundherum, also schrecklich romantisch, wenn ich mich damals gefühlt. Bis es dann aber Zeit gab, die Wäsche zu machen. Ja, ich war auch, also dadurch, dass ich noch so jung war, ich war 15 Jahre, ich hatte noch nie irgendwelche Erfahrungen mit romantischer Liebe. Dann war ich auch ganz viel so romantische Bücher und Filme immer geguckt und hatte immens viele Hoffnungen und große Erwartungen, die natürlich gar nicht erfüllt wurden. War doch vielleicht ein bisschen unfair, war zu auf Erwartung von einem 15-Jährigen.
Ja, mir war ich aber nicht wusste, ich wusste noch gar nicht, was normal ist an einer Beziehung, was den darf erwarten, was vielleicht zu viel ist. Und genau dadurch ich dann, dass es zum Schluss meine Schuld war. Das Schluss war, dass ich einfach halt kennt, das besser machen, hier noch ein bisschen mehr cool sein, da noch ein bisschen mehr witzig. Ja, und das hat mich da leider mit dem Selbstwertgefühl ziemlich erschüttert. Demals, ja, ich lebe, war ein bisschen kompliziert für mich. Ich schon mal gedacht, wenn der das Leute gerade lauscht, weil die echt Keier mal die Schluss gemäht gehen aus, dann könnt ihr ich streichen, weil die könnt immer noch Podcast-Host gehen. Steht Ja. nicht entgehend. Was mir lo angefallen ist, wo dir geschwärzt wird, an wo ich noch ein bisschen weiter über die Trennung nur gedacht habe, als dass ich da nach so einen letzten Rettungsversuch gemäht habe an effektiven Enker, also das wäre auch eine Fernbeziehung, effektiven Enker hingefahren sind, was relativ weit wäre, an relativ eine lange Strecke, dafür, dass du dann am Anfang ziemlich traurig Stunde wäre. Ich wollte fragen, hat ihr auch vielleicht so groß Geste nachgemäht oder noch irgendwie probiert, etwas Dramatisches zu machen, für da aber noch zu retten oder ich direkt dagegen? Also schon mich dafür haut des Tages, auch weil, wie gesagt, die Beziehung ich aber anders drauf gucken und die Person einfach eine Piece of Shit war, auf vieler Hinsicht. Und ich schon damals habe ich noch ein bisschen gebackt, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe wirklich, ja, kreischen kommt von, hol mich zurück. Das hat aber nicht eine Woche gedauert, das ist der Viertel von psychisch instabil sein. Und da habe ich angefangen, worauf ich auch nicht hoffrig sehen, ich von seiner besten Kollegin zu daten. Das ist so ein Classic Teenage Story. Wow. So ein, also wirklich Peak 15 Jahre alt. Mit dem war schon auch ein Jahr zusammen, weil ich einfach nicht lange einski sind und nicht lange konnte sehen. Peak 15 Jahre alt. Ja, das heißt, ich war so, haha, ich gehe da zurück. Ich war auch froh mit der anderen Person. Aber trotzdem sind ich doch so, oh, um Gottes Willen, eine Woche, nur eine jahrlange Beziehung, was ja in dem Alter wirklich für immer und ewig ist. Also du bist ja schon mal bestört. Mit der Person, ihrem besten Freund. Ja. Das heißt, ich schon gebackt, aber nicht viel lang. Ja, ist schon nicht gebackt, weil das Ganze war schon so entschieden und so durchdurcht, wo ich es mitgedealt habe, dass auch nämlich wirklich viel Spielraum war. Also es waren so viele Sachen, die ich nicht wusste und wenn ich auch den Moment nicht hätte können rausfinden. Und es war auch eine Fernbeziehung, weil er schon zuerst danach gewohnt und hat dann in der Stadt gewohnt. Und mit 15, 16 hier Stadt, eine Stunde am Bus setzen und manst gucken, wenn ich den letzten Bus kann heimholen. Das mich hat ganz so ein mehr dramatisch, weil dann hat den immer noch am Bus ganz viel Zeit Musik zu lauschen und die andere Person schon ganz viel zu vermissen auf der Hinfahrt. Aber ja, irgendwie war durch schon so viel entschieden gehen zwischen dem Moment, wo ich mitgedealt habe, dass du ein Kuss an der Mittelstunde war und dem Moment, wo ich mitgedealt habe, dass du Winterlo die Beziehung fertig ist, dass ich das auch richtig so hingeholt habe, weil ich auch nicht wirklich weiß, weil ich da noch viel machen könnte. Und einfach bei dem ganzen Schlussmacherprozess gar nicht angebunden war. So, lo will ich aber einmal eine Geschichte hören, wo ihn das Schicksal von der Welt selber an die Hand geholt hat und Schluss mit einem gemäht hat. Ich habe das tatsächlich eigentlich noch nie so wirklich gemäht, also außer so Geschichte von, okay, kein meldet sich mehr bei dem anderen und wir ghosten nicht gegenseitig, mir das nicht aktiv Schluss machen. Dafür gebe ich gerne wissen, okay, wen hat die Echtkehr, wie wäre das die Echtkehr, Schluss zu machen? Nerve-wracking. Also ich meine, das war ein langer Prozess für mich, wo ich auch Wochen, also schon ein paar Wochen drüber nur gedurcht habe. Und er doch nicht so wirklich wohl wollte und nur wirklich Angst für drin hat. Und ich meine, das ist auch an der Geschichte mit dem Leben die echt und einzige Kehr, wo ich für irgendetwas mit Beziehungen zu denen bei meinen Eltern gegangen bin und für Hilfe gefragt habe. Weil an meinen Freunden geht es auch noch nie irgendwie. Also, wen hatte ich da so gefragt? Wie gesagt, 15 Jahre alt. Oder nee, da war ich da 16. Ich habe mit meinem zweiten Freund einen Schluss The gemacht. best friend? The best friend, genau. Und dann Schluss gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass das
also das war auch so richtig erwussende Breakup am Anfang, weil ich einfach gemerkt habe, dass das nicht mehr gepasst hat und dass wir zwar Frau man sehen, mit dass wir es einfach an andere Richtungen entwickelt tun. Ich sehe ultrapolitisch aktiv gehen, hin hat jemand nicht im Hut. Ja, wir wollten einfach andere Sachen. Und schon mal Zeit geholt, schon drüber nur gedurcht, schon gekrascht. Nur mit einer gespart, die mir actually gut Rotschläge haben. Und da habe ich hier gefragt, für, ob wir uns treffen und wir können nicht schon trippeln gehen. Weil ich schon noch die Kopf zerbrach. Wo möchte ich denn das dann, wenn ich gelieft? Wenn ich schon bei mich invitieren, dann kann ich schon nicht mehr los. Bei ihm daheim, den armen Jungen, dann hätte ja keinen Platz für sich davon zu erholen, wenn das so geschieht ist. Die habe ich auch ganz einfach nur gedacht, du möchtest selbst dann. Und dann habe ich dann, das mache ich noch immer gerne, dann einen Park ausgewählt. Und wir sind in Triple gegangen und wir hatten eine kleine Konversation und ich habe mich einfach, ich habe Moja gesagt und ich habe so, hey, lausch da, wir müssen schwätzen, das klappt nicht mehr für mich. Weil ich doch einfach, das tue ich bis heute, ich hasse nicht, für so etwas herauszuzögern. Und das war am Anfang ein gutes Gespräch, wo wir uns einfach ausgespart haben. Und wo wir alle beide traurig waren, wir alle beide so waren, hey, das ist okay, für die letzten Monate, die letzten Monate sowieso nicht mehr so funktioniert, wie das mal war. Und ich meine, we are both better off without each other. Und ja, wir sind schon hingegangen, mit dem Bus. Das ist ja immer noch ehrlich. Okay, also wenn du mich in den Park invitierst, dann ist schon suspicious feelings about this. Ich gehe in general viel mit Leuten am Okay. Park. Also ich habe noch bis heute viele Dates am Park mit meiner Beziehungsperson von 3 Jahren, genauso viel wie mit neuen Leuten, auch mit Freunden. Ich sehe viel am Park, nicht immer für Breakups. Who else was brave enough, für Schluss zu machen? Ich gehe gerne nach mehr so Geschichten hören. Ich noch niemand einem Schluss kam. Ich war aber brave enough für die Konversation anzufangen, weil ich gemerkt habe, dass es nicht klappt und dann habe ich angefangen und dann habe ich aber an der Konversation tatsächlich gedammt. Also wir haben auf jeden Fall 2 Episoden schon abgeholt über das Thema, wie trenne ich mich. Was für uns alle gut ein scheinbar schweres Thema ist. Die Episode 110, dammt dem, wenn ich trenne ich mich oder wenn ich nicht. Und die Episode 112, Kontaktpause, Parkgespräche. An der letzten 6, wie kann jemand sich trennen? Also da geht es um die Frohe von wie nie an die Frohe von wie an do as dat Gespräch am Park auch abgeworfen gin. Ich meine sogar von dir kennen. Wirklich? Ich meine, ja. Ich muss mal dringend die Episode in einen Keller drin. Das sind Archive. Das ist der Beweis dafür, dass man nicht mehr an der Antike sind, weil meine ganze Beziehungsgeschichte von den letzten 8 Jahren ist einfach auf Tape abgeholt. Ich habe nie aktiv mal einen Beschluss gemacht, aber schon ein paar Mal, dass man die Entscheidung am Gespräch zusammen getroffen haben. Und dass dann noch echt wie aber für keine von denen 2 eine riesen Überraschung oder ein riesen Schock war, was ich zwar traurig war, aber nicht angenehm war, mir war weil okay irgendwie aus der Wolke gefallen ist. Und das von Schluss zurückdenken, du siehst, dass das ja etwas Positives, das hier da der Debate sich ein bisschen darauf vorbereiten konnte und ein bisschen aber auf dem nämlichen Punkt war von vielleicht ist die Beziehung aber nicht so, wie sie soll sein oder vielleicht passt es aber gerade nicht mehr so, wie es soll oder ja, vielleicht ist irgendwas nicht mehr funktioniert. Weil, wenn ich so zurückdenke, die Kehre, wo aktiv mit mir Schluss gemacht ging, also schon eine andere Geschichte, die war ob man es genauso chaotisch. Da war ich zwar schon 2 Jahre mehr alt, da war ich schon 18 und das war auch eine ziemlich kurze Beziehung von so vielleicht 3-4 Monaten. Ziemlich intensiv, aber kurz. Und dann einfach einen Monat lang nicht mehr von ihm hören. Keine Antwort mehr auf SMS, nicht mehr auf den Telefon gegangen. Und da kriegst du dann noch einen Monat Telefonat, für zu sagen, hey, ich will Schluss machen, weil es mit meinem besten Kollegen zusammen, den ich kennengelernt habe, wo ich dann einen Monat drauf rausgefunden dass den beste Kollege mit dem hat dann zusammengekommen ist, sich als schwul geoutet und die Beziehung dann auch nicht mehr weitergehen, weil man irgendwie ein bisschen Genugtuung gehen hat, aber was doch irgendwie traurig war, dass ich da so viel müssen leiden und so lange in Unwissenheit war, wie es dann wirklich nicht der Wert war. Das ist auch einfach arschig.
Also ich hatte so Schiss, die ich gehe, für mal deinen Schluss zu machen. Schon einfach gefehlt für den größten Arschloch auf Erden. Wenn ich höre, dass die größten, die es noch nie mal im Schluss gemacht hat, dann sind ich auch so, oh, mir so, du schuldigst das der andere Person einfach für open, also wenn wir über open Kommunikation und ehrliche Kommunikation und ihre Kommunikation schätzen, dann gehört ja auch dazu, zu sagen, hey, sorry, ich habe keinen Bock mehr auf dich. So, das geht nicht mehr. Auf ihr einfach dann zu ghosten und dann nur einen Monat falsch anzurufen und zu sehen, ups, ist bei dem anderen, geht einfach gar nicht. Also, das tut mir leid für dich, Eli. Das muss nicht schön gewesen sein. Ja, das war blöd. Robin, ich kann den Gefühl von, oh mein Gott, es sind so hartherzig, kein sonst möchte das ein bisschen beruhigen. Weil ich natürlich auch schon Leute eine Kurve gehen. Ich meine das, also wenn der schon meine Feier-Ex-Kisten erinnert, bei denen Feierleute wird entweder so, dass ich gedumpt gouf, oder dass man, wie den Eli gezählt wird, drauf kommen sind, dass Beziehung nämlich gut ist oder nämlich passt. Ich hatte aber effektiv schon, how zu das ginge, das nennen Situationships oder so ab österreichisch Gspusis mit Leuten, die ich ein bisschen gedate hun, regelmäßig gesehen hun, vielleicht auch pur meint, aber wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich fühle es nicht mehr. Wo ich mich auf die heutigen Episode 4 berät habe, habe ich probiert, mich um einen ersten Kurve, den ich verdeelt habe, zu erinnern. Und ich meine in der Situation geschuldet, dass es mir wahrscheinlich nicht so wichtig war wie der andere Person, was schon echt so keinen Sinn von den mit einem Schluss mir das nicht das richtig wird. Mir war in einem seht, es sie nicht interessiert, als dass ich keine Ahnung habe, wen das. Das war wahrscheinlich irgendein Dude. Ich war wahrscheinlich irgendwo zwischen 15 und 18. Hat noch nicht gemerkt, dass ich generell nicht so interessiert bin, Männer. Und haben dann gesagt, nee, Lauster, ich kann mir das nicht vorstellen. Oder, wie weiß, vielleicht tun ich auch nicht so gut beantwortet. Wie dass ich mich nicht mehr daran erinnere, kann ich das nicht so genau sagen. Und schon, wo ich also nur gelesen habe, eine Theorieentwurf. Nämlich mengen nicht, wenn man an die erste Trennung denkt man automatisch erster und die erste Kehr, dass man einen Schluss gemacht hat, einfach weil das viel mehr schmerzhaft ist auch. Ja, aber das ist auch noch interessant fand, als eben die Unterscheidung zwischen, okay, was nennt ihr eine Beziehung und eine Trennung und was ist vielleicht echt so, ja, nicht so echt zu hören und du wenn's auch nicht so als Trennung an dem eigenen Kopf. Weil also viel bisschen so beizudrohen zu der Teenage-Angst, weil das war schon, war schon Anfang 20. Ich bin natürlich auch schon mal 16 eigentlich gedammt gehen von einem Typs und da habe ich, das ist ein bisschen peinlich, dass so mehr Gedichte am Kerzenschein um 2 Neues geschrieben, weil ich nicht schlafen konnte und es war alles ganz, ganz dramatisch. Und hat sich ultra real angespielt, auch wenn das mit 15 Jahren natürlich immer eine Substanz wird. Schon doch Ding interessant, wie so mit, so 15, 16, wie so ein Breakup, oder also einfach so, wenn die so jung ist, wie so ein Breakup wirklich dann von der Welt ist. Aber wie das dann, zumindest bei mir, je mehr alles ging, desto Männer ist das, also das ist noch immer painful und scheiß und grö. Mit das aber nicht wirklich nicht dann von der Welt. Anscheinend interessant, wie sich das so entwickelt. Ja, ich weiß nicht, ich hatte zwar auch schon mich später in meinem Leben Breakups, wo ich gemerkt habe, die Welt geht ändern und die sich einfach extrem schlecht angefühlt haben, wo ich einfach meint wurden geknabbert haben und nicht einfach scheiß wäre. Obwohl die Beziehung gar nicht so lang wären, teilweise. Also, ich weiß nicht, ob es unbedingt etwas mit Teenage-Angst zu tun hat. Aber ich denke, es leid für allem darunter, wie man nicht Schluss gemacht wird und wie die Beziehungen auch wären. Also, die Enge, die ich schon gedacht habe, wo ich denke, der Breakup wäre so schlimm, da wäre es wahrscheinlich gut gewesen, wenn ich schon echter Schluss gemacht hätte und nicht bis an das bittere Ende gewährt hätte, bis die Person dann mit mir Schluss möchte. Aber ja, das ist immer so im Nachhinein, also dann immer ein bisschen mich schlau und hört einen ganz anderen Blick darüber und sieht die Sache mir klar, wie währenddessen. Aber ja, wir haben ja schon viele Tipps gegeben, wie man es gut kann Schluss machen. Gibt das nie etwas Flottes ist. Aber
kann den dat aber méi human machen wie den sprichwörtlichen Dampdämm. An ich bisschen evaluiert. Ich fand den Schlussmacher kann noch etwas sehen, was du nur nach kann weitergehen. Also ich hatte eine Beziehung, die auch ein bisschen mir lang war, wo man viele schöne Momente hatte, wo ich viel Sachen gemacht habe, auf die ich nicht stolz bin, an die mein doch wirklich nicht das war, was die eine Person an der Beziehung gebraucht hat. An wo die eine Person dann noch irgendwann Schluss gemacht hat, meine ich einfach, weil es nicht mehr gepasst hat oder noch verletzend war. An wo wir als paar Jahre drauf am Park rumgetroffen haben. Und ich habe jetzt konnte gucken, wo es gerade jeder reden und dann ich habe jetzt konnte über die Beziehung schwätzen. Und das hat mir mega viel geholfen, für meine Schuldgefühle zu haben und für mich auch verschiedene Sachen können aufzuschließen, wo ich mich am Nachhinein aber irgendwie schlecht gefühlt habe und so war. Und wenn ich das lo gemacht, dann hätte ich das aber auch nicht gemacht. Ich habe verschiedene Sachen mit klar kommuniziert. Ich habe viel mit klar gewesen an dem, was ich will, was ich nicht will. Und auch viel mehr vorsichtig gewesen. Also das war für die eine Person auch okay, also ein Poster, die war hart und. Und das hat mir aber irgendwie geholfen, an schmengender Person auch für dann bis mir lang nur ein Break, aber wenn ich hier aufzuschließen. Und das war sehr schön. Und das war auch am Park. Also das war eine positive Sache, die an einem Park geschieht ist. Wir und den Beobachtungen unzuschließen, Robin, wenn ich glaube, meinen echten Breakup zurückgucken, mengen ich ginisch besser an Trennungen, einfach weil ihn versteht, wer die unterschiedlichen Gefühle sind, wer ihn gut kann mit sich selber umgehen. An Therapie hilft auch immens viel. Mir ich muss auch so, also du sind ich echt ab dem Joa-Sänger seit, dass also 3 von den 4 Köchte, von denen ich gerade geschwärzt und hatte schon gefühlt, Welt geht einer. Und es sind einfach nur besser daran ergehen, mit dem Gefühl umzugehen, dass Welt einer geht. Mir ich mengen also auch von ich mich von der Person trenne, mit der ich lo seit 3 Jahren zusammen sind, und nach ein bisschen pro Jahr dat 4 hun, weil mir lo gegen trenne gegen Welt auch in goen. Also da ging ich auch auf jeden Fall so, dass es nimmen zu einem Deal etwas mit Teenager zu sehen hört und zu einem anderen Deal einfach dummer, da das halt so ja sich mega viel an dem eigenen Leben verändert, et ultra krass und so existenziell Angst undockt, oder? Also das ist ja auch dann bei allen Personen ein bisschen unterschiedlich. Und dann einfach eine furchtbar Situation als außer können ab der Schluss, dass die Beziehung einfach nicht mehr so gut passt, an den dann so quasi einem Einvernehmen sich trennt, weil es für jede passt. Und ich denke, das ist einfach eine Situation, die nicht so oft passiert, oder? Also ich fand das also jedenfalls interessant. Zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, bei meiner letzten Trennung, hatte ich zum Beispiel gar nicht Gefühl, dass die Welt einer geht. Obwohl das die Beziehung ist, wo ich am Anfang am meisten verloren habe, weil es eine mega gesunde Beziehung war, eine mega flotte Beziehung, wo man mega viel lebt und Respekt für ihn hatten. Und ich habe auch schon viel darüber nachgedacht, wie war. Also es tut natürlich mega wehgetan und ich habe mega viel gekrascht und war der ganze Prozess selbstverständlich. Ich wusste aber die ganzen Zeiten, dass ich auf der anderen Seite rauskomme. Und das meine ich aus, weil das so eine richtig gute Partnerschaft war, dem ich auch richtig gestärkt hat, an der ich gelernt habe, mir selber zu vertrauen und meinen Wert auch nicht in einer Beziehung festzumachen. Und ich meine, dadurch, ja, also der Breakup war natürlich mega traurig und die Person einfach zu verlieren an der Funktion, die sie hat für mich. Aber ich wusste aber, dass alles rum gut geht. So, ich wusste auch, dass ich immer da umgehen kann, dass ich die andere Seite, auf der anderen Seite rum gut rauskommen. Dann gebe ich so ein Trenner mal als die erste Kehr an dieser Season. Nee, nicht für lang, just für 2 Wochen und dann sind wir da. Es wird mir ganz viel Fried gemäht, mit ihr zu schwätzen. Vielleicht können wir für den Aufschluss alle guten eine Episode so, auf dem wir uns freuen, weil wir wollen schon ein bisschen vielen, was so wird kommen. Ich freue mich schon darüber, mit Kelly über Dark Romance und Spicy Literature zu schwätzen. Ich wollte gerade dasselbe zu, für allem, weil ich natürlich
als Selbsterfahrung für also Podcast ma mein echten spicy Literature Roman werd heranzählen. Dat geht flott. Hard agree. Ich schreibe mich aber auch für ein bisschen mehr Intuition zu erforschen, was das ist, wen das merkt, wen das entwickeln kann. Das geht cool. Und ich freue mich schon drauf, über Essen und Essgewohnheiten und was Essen mit Sexualität und mit Beziehungen kannst du denen zu schwätzen. Cool. Dann haben wir ja schon ganz viel, worüber wir uns freuen können an den nächsten paar Wochen am Main. Und wir da so ein gute Merci für mit Schwätzen über erst Trennungen an unseren Nullausstrerinnen natürlich Merci für Nullaustren. Lo könnt nach eng Rubrik, die aus dem Kelly, da das quasi den Aufschluss von unserem Summer Book Club an dummer da ja wäret dat dann. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Adi. Ciao. Endlich Sommer. Dat heiers The Maybe Sex Book Club. Diese Sommer präsentieren wir euch all 2 Wochen e Queerbuch fir Ä Vakanzelektür. Dat heute ass die Laschrubrik aus dem Summer Book Club. An den Aufschluss von engem Projekt, den ich die letzten 2-3 Jahre hat. Ich schon nämlich zum Emily Nagoski singem wunderbare Buch Come As You Are so etwas wie ein Reader's Digest gemäht. Das heißt, du kannst zu all Kapitel aus dem Buch die wichtigsten Themen an einer Rubrik zusammengefasst lauschen. Et sind abgelöscht no Kapitel insgesamt 17 Rubriken, die du all auf der Website www.sexpodcast.lu in der Rubriken lauschen kannst. Meine Favoriten sind zum Beispiel How to Complete Your Stress Cycle aus dem Kapitel 4, weil ich das so gut wie all da an meinem Leben brauche. Hier kann ich euch auch das Buch Burnout von Emily und ihrer Schwester Amelia Nagoski rekommandieren. Cool fand ich auch die Rubriken zu Homologie, Arousal Non-Concordance und dem Mythos Sex Drive, weil ich am liebsten hat, dass jederin das gegen einkehr aus seinem Leben hören. Das ging als alt Leben so viel mir einfach machen. Besonders gut gefällt mir auch aus Kapitel 5 die Rubrik zu Selbstkritik, sexuellem Wohlbefinden und dem kulturellen Kontext. Do ging es drauf an, was für einen Impact eine Sex-Negativ-Welt auf uns hat. Wie Moral, Medien und Medizin da spielen. In der Rubrik fand auf der Website zum Beispiel nach eine verschriftlichte Übung von Amelie zu Selbstmordgefühl, die ich euch übersetzt habe. Generell fand auf der Website bei vielen Rubriken nach ein praktisches Worksheet oder 2, eine Übung an oder weiterführend Quellen. Heißt du also doch so, dass die ganze Rubrik eine praktische Übung ist, wie zum Beispiel Umgang mit schwierigen Gefühlen oder die Mindfulness-Übung aus Kapitel 9. Apropos praktisch, in der heutigen Rubrik habe ich euch eine Zusammenfassung auf der Website gemäht, wo nach all Themen, Übungen und Ressourcen abgelöscht sind. So behältst du den Überblick. Das heute ist gleichzeitig ein Aufschluss und ein Ausblick, weil Emily hat 2024 ein neues Buch veröffentlicht, das sozusagen der Nachfolger von Come As You Are ist. Es heißt Come Together. Das ist auch meine Buchempfehlung für den Book Club. An Come Together geht es darum, zwei Koppeln, die länger zusammen sind, ein glückliches Sexleben mit ihnen feiern können. Direkt am Intro schreibt Amelie, dass viele Leute meinen, dass die Frequenz vom Sex oder neue Erfahrungen und Aventuren der Schlüssel sind, für das der Funken Leben bleibt. Die Wissenschaft sieht allerdings etwas ganz anderes. Es gibt heute zum Beispiel wenig Lehre zwischen wie oft Sex hat und wie zufrieden ihn mit seinem Sexleben ist. Wenig Leute haben an ihren längerfristigen sexuellen Partnerschaften oft Sex, weil wir haben nämlich all viel zu dienen. Amelie fasst 3 Charakteristiken zusammen, die ausschlaggebend sind, für an Partnerschaften eine starke sexuelle Verbindung über Zeit aufrechtzuerhalten. Ich zähle sie ab. Erstens, sie sind befreundet. Das heißt, sie vertrauen sich und bewundern ihn. Zweitens, sie priorisieren Sex. Das heißt, sie dezidieren zusammen, dass es ihnen an ihrer Beziehung
wichtig ist. Drittens, am Platz Meinungen von anderen darüber zu akzeptieren, wie ein Sex soll tun, lehnen sie Wert darauf, was für sie wahr ist und zu ihrer Beziehung passt. Du bist 44, was das konkret heißt, und weißt du das an deine Beziehungen kannst umsetzen? Keine Angst. Ich hoffe, die nächsten Monate, vielleicht Jahren, mal gucken, Einzelthemen aus Come Together herauszuschaffen und ihr als Rubrik mitzugehen. Dafür bleibt drin. Und bis geschwind. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mir annehmen nennen. Über Feedback freue ich mich immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Das Ministère für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Bom, bom, Ich hatte das Decke als Video, wie wir alle gut so im Screen so hier und hier wackeln und Süßgeräusche machen. Wahrscheinlich wird über die allermeiste von meinen Breaks ab. Okay, also wenn du mich in den Park invitierst, dann ich schon suspicious feelings about this. Ich musste leider so nicht funktionieren, nämlich für mich. Ich kann nicht eine Episode mit dir abholen. Ja, ich invitiere dich dann all the way von Wien bis an Holland. Und sie so, Kelly, wir mussten zusammen an den Parktriple gehen, anders wünscht er das.